Herr Präsident, immer mehr hier den, wenn jemand Leute am Land schwätzt, setzt, wie, wo fährt das hin oder wo steuert das Land, wo steuert Lützeburg hin. Das besucht nicht den Leuten zum Ausdruck bringen, Leute, wenn sie Sorgen in Zukunft von unserem Land machen. Die Sachen sind verschiedentlich. Sie gehen von der finanziellen Situation vom Staat, verbunden mit einer immer größere Probleme an den Schulen oder Verkehrsprobleme, Wohnungsprobleme, Infrastrukturprobleme und so weiter. Der Zusammenhalt von unserer Gesellschaft, die immer mehr wertlos und unorientiert zu einer rein und Materialismus abgebauter Gesellschaft sich entwickelt wird. Das an einem internationalen, immer mehr unsicheren Umfeld, an einem Europa, das immer mehr Pouvoir und sich schreibt, und gleichzeitig eine Politik am Interessen von den multinationalen Konzernen gegen die Interessen von normalen Bürgern möchte, wo die nationale Souveränitäten immer mehr in ein Diktat von Brüssel gestaltet wird. Viele Leute kommen sich immer mehr Fremdheit an ihrem Land vor, weil nie eine richtige Integrationspolitik praktiziert wird. Lützeburger und Nicht-Lützeburger leben mehr neben denen, wie man. Ein Land von Spruch vom Land Lützeburg immer mehr an die Handtreffen gerät. Ein Land, wo die Jugend muss auswandern, für sich an ihrer Familie können, nach einer Wohnung zu leisten. Ein Land, wo zwar alle Jahre nach zusätzlichen Arbeitsplätzen geschafft gehen, zahlt von den Frontalien aber wies, und gleichzeitig auch der Chômage hereinwies. Aber ein Land, wo trotz einem nie durchgewiesenen Reichtum über die Jahrzehnten immer mehr Leute in der Armutsgrenze fallen, mit steigender Tendenz bis global 15%. War doch bewiesen dadurch, dass die UNICEF an einer rezenten Studie von Ugangs Dezember festgestellt hat, dass hier am reichen Lützeburg über 11.000 Kanner ungenügend Zugang zum Wohlstand, Bildung und Gesundheit tun. Lützeburg rangiert in den 24 Ländern auf der 15. Platz. Geht aber auch bewiesen dadurch, wenn ihr guckt, die Entwicklung, die der Staat bezielt für Bezieher von der Deirisch zu lernen. Am Jahr 2000 waren das 5.339 Personen. 10 Jahre mehr später sind es 20.112. Also eine Vervierfachung binnen 10 Jahren. Der MG-Bezieher 2002 hatten wir 6.246 steht oder 10.500 Personen. 2010, also 8 Jahre mehr später, hat es sich verdoppelt auf 10.000 steht an über 18.000 Personen. Suiziden, wo der Lützeburg am Spitzenportland leidet, mit offiziell ungefähr 70 Tote pro Jahr, wovon der Groß zwischen 25 und 60 Jahre leidet, also Leute, die am aktiven Berufsleben stehen. Kriminalität, die an den letzten Jahren massiv zugeholt wird. Schuldsystem, wo die Aufgänge ohne Resit gekocht verdächtig sind, und am internationalen Vergleich Lützeburg bei den Entwicklungsländern rangiert da trotz dem teuersten Schuldsystem weltweit an die letzte schon als Staat aufgrund von dem Resultat von der PISA-Etude ob Nights bewiesen. Chômage an den letzten Jahren noch rekordhoch geklommen ist. All das Themen, Herr Präsident, Zugehen machen immer mehr Leute Kapselbrüche hier am Land, erfreuen sich mit Recht, wo steuert das Land hin. Wo liegen die Ursachen? Was hat die Politik falsch gemacht, dass das Land sich schaut an einer so enger Situation befindet? Budgetdebatten sind dafür eine gute Gelegenheit, für die Analyse zu machen. Herr Präsident, ich fange an mit der Finanzsituation vom Staat. Über die Jahrzehnte hat das Land Plusvaluen an Milliarden erreicht. Heute sind Käsen Eider. Richtig ist aber, dass dank der CSV, die über die Jahrzehnte Steuergelder zu Fenster rausgeworfen wird, man hat keine Reserve mehr hier am Land tun.
Für das dann nicht so abfallen, muss der Budget als Finanzminister viel mit den Schiffern jonglieren. Wir nennen das doch Budgetmanipulationen. Denn Herr Frieden wird sicherlich Feldmeister an den Budgetmanipulationen, aber wenn er den Nobelpreis gibt für Budgetmanipulationen, gibt den Herr Frieden der sicherlich konkurrenzlos gewonnen. Man vertricken Detail über Jahren Versicht, Budgetnormen und Ziffern zu frisieren. Den nächsten Trick zum Beispiel 2006, durch den Trick auch noch funktioniert, da sind defizitäre Budget präsentiert ging von 300 Millionen. Tripartit ausgerufen ging, darauf sind, weil es auch defizitär sind, als der Sozialaufbau dezidiert, die pro Beispiele Indexmanipulation, massiv Erhöhung von der Autosteuer, Erhöhung von der Beiträge von der Pflegeversicherung von 1 auf 1,4%. Verschiedene Familienzulagen sind nicht mehr indexgebunden gehen. Der zweite Trick, den gemerkt habe, das war beim Budget 2009, auch Wahlbudget genannt, weil 2009 war ja bekanntlich schon, wo die Wahlen waren. Führende Wahlen, als das Budget am Gleichgewicht präsentiert ging. Jeder wusste, dass das Budget aber defizitär wäre. Und der hat da doch immer ganz klar gesagt. CSV aber präsentiert aus Tradition, an Überhöflichkeit, führende Wahlen, aber kein defizitären Budget. Führende Wahlen wird also ein Budget schön frisiert. An den heutigen Budgetsrapporter Alex Podry hat damals, ich schwätze vom Budget von 2009, am November 2008 am Lützeburger Land geschrieben, Budgetminister Luc Frieden sei zweifelsfrei ein Zauberer. Den dritten Trick vom Finanz- und Budgetminister war führende Wahlen der Budget schön geschrieben gehen aus, so hat ein Pendel nur die Wahlen genau de Contraire ausgeschlagen. Nur die Wahlen der Budget 2010, den als übertrieben defizitär abgebaut ist, für so ein Argument zu verschaffen, wir können sozialen Aufbau durchziehen. Und noch das Jahr hat der Herr Rapporteur Alex Podry von Manipulationen geschwärzt. Am Tageblatt vom 18. Oktober des Jahres zu lesen, bei der Vorstellung des diesjährigen Haushalts sei ein bisschen mit den Zahlen jongliert worden. Der Rapporteur muss natürlich wissen, für was er denn schwätzt, wenn er so etwas an seiner Hausleitung schreibt. Wenn nicht mehr spät wie dieser D und Sozialisten an einem Kommuniqué für Niklas proposiert, dem Finanzminister einen Taschenrechner zu schenken. Er hat Zahlenwirrwarr und Strategiestunde am Tageblatt zu lesen, dass der Kommuniqué von den Jungsozialisten der Finanzminister gebe den Eindruck, sich nur ein wenig bei seinen Rechnungen vertan zu haben. Oder aber handele es sich hier um eine ausgeklügelte Strategie, um mit dem Schrecken der Wirtschaftskrise Angst zu schüren und somit eine unsoziale Politik zu betreiben, die ansonsten nie umgesetzt werden könnte. Und da fand er nach selbst an dem Kommuniqué von den Sozialisten weh, wird der Finanzminister dann wieder neues Zahlenmaterial aus seinem Hut zaubern, oder die Jusos wünschen sich eine Regierung, die wieder über Langfristigkeit und Visionen nachdenkt, statt von Quartal zu Quartal versucht, ihre Bilanzen zu frisieren. Und zum Schluss schreiben die Jungsozialisten, die Jusos hoffen weiter, dass der Nikolaus dem Herrn Frieden einen neuen Taschenrechner mitgebracht hat. Wo wir danach über die Finanzsituation weiter vom Staat über die Tresorerie, auch an der Tresorerie, als am Blick kein Geld mit. Das muss ich wissen, das zwar 2 Milliarden am Blick liquid an der Tresorerie, wir müssen aber wissen, dass wir das Jahr am Mai 2 Milliarden in Emprunt abgeholt haben. Das heißt, all das Geld, was immer gesagt wird, was auf der Fondgifte gemäht oder was auf dem Fonds aus für Schulden zu bezahlen, das ist wohl ein Ekriteur an den Dokumenten mit Geld aus an sich nicht mehr da. Das Geld tun wir ausgehen an den Jahren für drin, zum Beispiel für den Defizit von 2009
für den zu decken oder für den Emprunt, den wir dem griechischen Staat gemäht an, so weiter. Mehr das Geld als nicht mehr da. Es gibt also hier für Gelder geschwärzt, die auf Fonds verstohlen, die an der Realität nicht mehr da sind, Käse als Eiten. Den Herr Frieden hat bei der Budgetpräsentation gesagt, die Investitionen gehen auf einem hohen Niveau gehalten. Das stimmt. In Wirklichkeit gibt aber Viertel von den am letzten Jahr am Konjunkturprogramm versprochenen Investitionen für das Jahr 2011 gestracht. Das hat selbstverständlich dann noch Konsequenzen auf unsere Ökonomie, hat Konsequenzen für unsere Betriebe, für die Handwerk, für den Mittelstand und zwar doch negativ Konsequenzen für die Arbeitsplätze nun, das heißt an anderen wieder durch die Politik wird der Schulmarsch auch an den nächsten Monaten Jahren klar. Als Konklusion für die Finanzen kann ich sagen, Staatskäse als Eidel, Fonds sind Eidel, Schuld gehen an Lot, auch von 2013 mussten Emprunt zurückbezahlt gehen, wo aber kein Geld dafür da ist. 2015 könnte eine Mehrbelastung auf das Staatsbudget so durch das Wegfallen von der TVA, durch den Commerz Elektronik, den immerhin 350 Millionen am Budget ausmöchte, ohne darüber zu diskutieren, was eine eventuelle Harmonisation von der Taxation und Carburant darf man sich bringen. Für was sollte der Leute das nicht? Für was sollte der Leute vorrichten? Das wird vorrichten, der Leute muss so, und das auch wird Leute vorrichten, hören, als akzeptieren sie, dann also auch bei den Leuten eine Akzeptanz da für eben auch Maßnahmen, die müssen geholt gehen, für die zu akzeptieren. Denn Herr Frieden hat gestern bedauert, dass nicht genug Akzeptanz da für im Land für Reformen, die nötig werden. Aber Herr Frieden, der muss die Leute verdicht vorrichten, so über die Finanzsituation, dann akzeptieren die Leute. Konsequenz natürlich auch dafür, dass der CSV hier Wahrliegen von der gesunden Staatsfinanzen spätestens dann abflehen und dafür wird doch wahrscheinlich nicht gemäht.